Die nächsten 4 Sündig machen wir genau das, was wir jetzt gesungen haben. Wir wählen Gottes Gegenwart. Mit dieser neuen Serie, die wir heute starten und die nächsten 3 Sündig sind, wenn wir uns bewusst entscheiden für Gottes Gegenwart. Wenn wir wählen können zwischen Wissen und Tiefgang und allem, wählen wir seine Gegenwart. Wir haben viele Sündig, wo wir das Wissen wählen, wo wir Bibelauslegungen machen, aber die nächste Zeit soll es Begegnen sein. Es Begegnen zwischen dir und Gott. Und das möchten wir miteinander machen. Aber ich komme zum Machen noch in meiner Predigt dazu. Machen ist ja so eine Sache, oder? Aber zum Anfang möchte ich fragen, kennt jemand noch das Buch «Die Pilgerreise»? Kennt das eine? Hat es mal gelesen? 2, 3, oh okay, ich bin da nicht in grosser Gesellschaft. Ist ja klar, das ist ein 350-jähriges Buch. Aber das Buch ist in 200 Sprachen übersetzt worden und ich habe mal gelesen, vor längerem, das könnte jetzt nicht mehr ganz aktuell sein, dass das nebst der Bibel das meistgedruckte Buch war. Oder ist immer noch. Und es ist ein Buch, das das Leben von einem Christ als Pilgerreise darstellt. Also der geht unterwegs und er hat ganz viele Herausforderungen auf dieser Reise, der Reichtum oder den Sümpf von der Hoffnungslosigkeit oder er ist irgendwann gefangen in der Verzweiflung hinein und so weiter. Also das ist mega cool, da hat es Riesen und Drachen und alles, also so ein bisschen, wirklich ganz eine gute Sache. Und gell, auf so einer Pilgerreise, da ist man wirklich unterwegs. Und es hat verschiedene Stimmungen und verschiedene Wegabschnitte, die man machen muss. Er ist auch schon auf einem grünen, grossen Wald gelaufen und das war super und alles gut und so. Aber eben, es hat so ganz verschiedene Nuancen, so eine Pilgerreise. Und das Buch habe ich schon lange gelesen und ich habe die Hälfte wieder vergessen, aber gemerkt habe ich, du und ich, wir sind auf so einer Reise mit Jesus Christus an unserer Seite. Es gibt dann auch den Helfer, der immer da ist, wenn man ihn ruft und so weiter in diesem Buch hinein. Wir sind unterwegs, du und ich, auf dieser Pilgerreise, heim ins Himmelreich, in die königliche Stadt. Und da sieht sie einmal so ganz und läuft darauf zu. Es ist mega berührend auch. Und hey, als ich da so überlegt habe, dachte ich, vielleicht hat sich ja der Autor da von dem Lukas-Evangelium inspirieren lassen. Von Lukas, Kapitel 24, 13 bis 35. Das sind nämlich 2 Menschen auf einer Reise. Auf einer Reise nach Emmaus. Und ich werde euch da gerade ein Stück weit hineinnehmen, in einem Stück Film. Am selben Tag gingen 2 Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Ja, die Reise nach Emmaus. Wir sehen sie da ein bisschen. 2 Jünger, die loslaufen und sie haben das Ziel, nach Emmaus zu gehen. Und Jesus begegnet ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Sie sind mit Blindheit geschlagen und sie sind traurig. Sie sind traurig über das, was passiert ist kurz vorher, nämlich die Kreuzigung von Jesus Christus. Oder das sind 2 Jünger, die auf dieser Reise waren, vielleicht auf dieser Pilgerreise mit Jesus, vielleicht sogar jahrelang unterwegs oder ein halbes Jahr neu dazugekommen zum grösseren Kreis der Jünger, haben Wunder gesehen, haben gemerkt, wenn er predigt, es ist ihnen das Herz aufgegangen und gesagt, hey, da ist Feuer, da ist Wort, da ist Liebe, da ist Annahme, dem folgen wir nach. Und dann sind Vorstellungen in ihren Kopf hineingekommen, wie das eines Tages könnte enden, wenn wir dann auf Jerusalem gehen. Dann müssen sich vielleicht die frommen Juden mal entschuldigen für das, was sie immer
da das Gesetz bringen und so, sondern dann kommt die Liebe, wo vielleicht gönnt über alles, oder? Und Gerechtigkeit kommt, neu für die Armen und für die Unterdrückten, die schon nichts haben. Dann kommt vielleicht ein neues Himmelreich und sie haben sich das so vorgestellt, oder? Und denkt, ja, und es zeigt sich wieder mal der Jahwe, wo sich zu seinem Volk Israel stellt. Und dann gibt es ein neues Königreich mit Jesus Christus als König in Jerusalem über die ganze Welt und die Römer, die sowieso müssen dann verschwinden wieder auf Italien zurück zu ihrem Wein und dem Olivenöl. Und dann stirbt Jesus. Bam. Und nicht etwa wie ein Hero. Wow, nein, verspottet, als Hinterletzte am Kreuz genagelt und nachher weggeschmissen. Vergessen. Und sie sind so decisional, einfach, ihre Träume sind geplatzt, könnte man auch sagen. Enttäuscht. Von Gott, von Jesus. Verlassen. Ja, was machen wir jetzt? Der Chef ist weg. Wem laufen wir jetzt nach? Hoffnungslos. Das sind vielleicht die Sachen, wo die Reise nach Emmaus beschreiben. Zerbrochenheit. Müssen davor rennen. Und vielleicht auch wütig. Was hat denn Gott jetzt da wieder gemacht? Wieso hat er das zulassen? Wieso geht es so? Straße nach Emmaus ist vielleicht ein Teil von einer Pilgerreise, wo wir so ein bisschen unterwegs sind. Wo hin und wieder jemand von uns einbügt. Es ist der Teil der Straße, wo du zerbrochen bist, wo du vielleicht enttäuscht bist. Unsicherheit und Zweifel in deinem Leben da sind. Ist das wirklich wahr? Wo vielleicht Schwachheit reinkommt. Der Petrus, der lesen wir in der Bibel, der sagt, hey, was machen wir? Ja, ich gehe fischen. Wo man wieder zurückgeht ins Alte, wo wieder zurückgeht, dort, was man kennt, und der Traum ist verplatzt. Der Weg nach Emmaus ist ein Bild dort, wo die Luft aus unseren Traumschlössern langsam rauspfuset. Oder eben sogar puff, zerplatzt. Die Menschen sind enttäuscht von Gott. Der hat nicht gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Menschen sind gelangweilt von Gott. Ja, das kenne ich ja schon alles. Ja, du, mal schauen, was da passiert. Laufen wir ein bisschen weiter. Könnte ja sein, dass vielleicht, weiß auch nicht. Menschen sind vielleicht irritiert von Gott, von seinem Handeln, von dem, was die Kirche macht, oder einfach enttäuscht auch von dem, von dem Bodenpersonal. Und sie sind fragend und zweifelnd unterwegs auf dieser Emmaus-Reise und wissen nicht, was da läuft. Ich möchte euch mit Ihnen in eine Situation von meinem Leben. Ich bin ziemlich jung Pastor geworden nach der Ausbildung und ich bin in eine junge Gemeinde hineingekommen mit vielleicht 15 Leuten oder so. 2 Small Groups bei einem Hauskreis, für alle verständlich noch. Small Groups. Und das Motto war von mir, hey, Leistung zählt. Ich muss noch genug machen. In dieser Kirche aufmischen, dann kommen die Leute dazu und dann geht es für, dann ist die Kirche glücklich, Gott ist glücklich und der Johannes, mein damaliger Chef, ist auch glücklich. Super Sache, oder? Und das habe ich 8 Jahre lang gemacht. Und ich sage euch, die Kirche ist gewachsen. Es ist etwas gegangen, wir haben die Jungs gehabt, wir haben Small Groups gehabt, wir haben Alpha-Life-Kurs durchgeführt. Wow, richtig cool, oder? Es hat funktioniert. Am Schluss so 120 erwachsene Leute. Yes, und dann kommt ein Deckel. Oder wo ich so kurz davor war, zum Denken, ich werde mal einen kleinen Bill Heibels aus der Schweiz oder so, oder? Da kommt so ein Deckel in mein Leben hinein. Es ist einfach, bam. Es ist nichts mehr passiert. Ich habe aber immer mehr weitergearbeitet. Aber die Alpha-Life-Kurse sind nicht mehr zustande gekommen. Irgendwie, ich weiss auch nicht. Small Groups haben angefangen zu streiten und schwierig und nein, und es ist alles irgendwie am Bröckeln gewesen. Natürlich vielleicht Leiterschaftsfehler von meiner Seite und man könnte jetzt da suchen und so weiter. Aber es ist dann so eine Unzufriedenheit in die Kirche hineingekommen. Und eine Unzufriedenheit in mich hinein. Und eine Unzufriedenheit auch dort, wo wir die Mentoring- und Coaching-Gespräche haben. Ja, das müsste ich jetzt und warum nicht und geht nicht und so. Und das habe ich 2 Jahre lang habe ich gleich noch weitergemacht. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Und ich habe gekündigt. Und ich bin enttäuscht, abgebogen auf den Weg nach Emmaus. Enttäuscht
zerbrochen, nicht mehr gewusst, was weiter ist, wie es weitergehen soll. Ich habe mich, wenn ich die Geschichte da gesehen und lesen und sie haben nicht mehr gewusst, was ist denn jetzt, Gott ist doch eigentlich so oder müsste doch jetzt da und er tut nicht mehr, habe ich wie mitfühlen. Und das ist die zweitgrößte Enttäuschung in meinem Leben. Und sie hat sich gepaart mit der grössten Enttäuschung in meinem Leben, dass wir keine Familie haben können. Und das hat sich miteinander einfach gegeben. Und ich bin zwar allein auf dem Weg, aber wie die zwei, Kummer für zwei gehabt. Und ich bin losgegangen. Auf dem Weg nach Emmaus. Und vielleicht bügst du auch oder bist du auf dem Weg nach Emmaus. Hast du Sachen, die nicht mehr stimmen für dich, wo du Emotionen hast und nicht mehr weißt. Ich will das erzählen aus meinem Leben ein Stück weit, damit du weißt, hey, es gibt Leute, die dich verstehen. Es gibt Leute, die da durch sind, es gibt Leute, die weiter gehen können. Und ich will euch das auch erzählen, damit wir nicht zum Emotionen mega wecken, sondern damit ihr den nächsten Abschnitt verstehen könnt, den ich bringen möchte. Wenn wir innen verletzt sind, wenn wir gelangweilt oder nicht mehr verzeihen können und so weiter, oder? Und du merkst dann irgendwann auf dem Weg nach Emmaus, es wird nie mehr so, wie es war. Es wird einfach nicht mehr so. Es ist vorbei. Und die GVC Bassersdorf, die hat einen neuen Pastor. Jesus ist tot, der steht nicht mehr auf, haben sie gemeint. Und man ist verzweifelt und man geht. Und die Narben, wenn ich ein Herz hätte, wie einen Arm, wo man zeigen könnte, die könnte man noch zeigen, die würde man noch sehen. Die sind da, von dieser Zeit, von damals. Und der Punkt, der jetzt kommt, das ist so, dass ich sagen will, das ist normal. Dass wenn man auf dieser Pilgerreise mit Jesus Christus unterwegs ist, gehört das ein Stück weit auch dazu, zum Leben. Es ist sogar gut und sogar lehrreich. Wenn man drin ist, auf dem Weg, dann kann man das nicht so gut annehmen. Und ich hoffe, die auf dem Weg sind, dass sie ein Stück weit annehmen können, was ich sage. Weil oft dann, wenn der Glaube oder das Bild von Gott oder das Bild vom Leben an den Anschlag kommt, dann kann man es erst erweitern. Dann merkt man erst, was falsch gelaufen ist, was man falsch gedacht hat, wo man falsche Annahmen hatte. Oder? Und die Pilgerer, die zwei Reisenden nach Emmaus, die sind enttäuscht gewesen. Und enttäuscht heisst ja, ich bin einer Täuschung auferlegen. Ich habe gemeint, ich bin enttäuscht gewesen. Und etwas anderes ist wahr. Wahr ist, dass Jesus gestorben ist. Wahr ist, dass ich verzweifelt bin und keine Familie mehr haben kann. Das ist die Wahrheit. Und ich bin enttäuscht und gehe dort drin rein. Aber erst, wenn einem das bewusst wird, vom Unbewussten, die Fehlziele, die Fehlannahmen über Gott und das Leben, wenn das vom Unbewussten bewusst wird, erst dann sieht man es und erst dann kann man es anschauen. Erst dann kann man es mit Gott besprechen. Und manchmal muss es so unsere Fehlziele an die Wand fahren, müssen zerbrechen, damit man es sieht, hey, das ist nicht so, wie ich denke. Das Leben funktioniert nicht so, wie ich es gedacht habe. Und erst dann kann man anschauen, hey, was ist denn da? Was kann ich ändern? Wo sind meine Ressourcen, um etwas zu verändern in dem Innen, auf dem Weg? Und wenn es einem bewusst wird, dann kann man es erst anschauen. Und ich weiß, das ist eine Theorie, die ich jetzt ein bisschen erzähle, aber schlussendlich merke ich, ja, Gott hat mich enttäuscht. Auf meinem Lebensweg, zweimal gewaltig. Und ich mir nicht gedacht habe, dass das so kommt. Das ist doch ein Gott, der Leistung belohnt. Und ich habe gelernt, auf dieser Reise nach Emmaus, Gott kann mir nur gefallen durch Glauben. Das ist das, was er will von mir. Und er liebt mich ohne Leistung. Das ist das, was ich gelernt habe, auf dem Weg nach Emmaus. Ein Stück weit, wo ich denke, ich muss ein leistungsmäßiger Typ sein und dann hat mich Gott gern. Nein, Gott hat mich so lieb. Und er hat mich zuerst geliebt, habe ich gelernt. Und er hat mich zuerst befreit und erlöst und gerettet und neu gemacht und gesegnet. Und darum folge ich ihm nach. Darum gebe ich mein Leben für ihn hin.
Gott hat mich auf dem Weg auf Emmaus hat er mich umgekehrt. Er hat mir ganz neue Situationen gezeigt. Er hat mir ganz neue Ziele gegeben in mein Leben hinein. Ganz neue Sachen, die ich jetzt nachvollziehen und nachgehen. Und er hat mir geholfen, Menschen zu lieben, die nicht genug leisten. In meinen Augen oder im durchschnittlichen Schweizer Ding hinein. Oder? Einfach Menschen, die nicht so, ich kann sie trotzdem lieben, ich habe nichts mehr mit Leistung zu tun. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du in so einem Ding hinein bist, oder, dass du kannst sagen, hey, ja, ich gehe weiter auf dem Weg. Du bist nämlich nicht auf einem falschen Weg, wenn du auf dem Weg nach Emmaus bist. Das ist normal und gehört dazu und ist lehrreich und gut. Es passt nur nicht in unser fromme, christliche, westliche, fröhliche Bild hinein. Also, es immer muss gut gehen und alles, oder? Sondern es passt dort nicht rein, aber ins biblische Bild von einer Pilgerreise passt es eben rein. Und weißt du, was ich auch noch gelernt habe, was auch die Geschichte uns lernt, ist, dass wir in bester Gesellschaft sind. Wer gesellt sich denn dazu, zu diesen Jüngern, die auf Emmaus gehen? Oder auf deinem Weg? Es ist Jesus Christus. Es ist Jesus Christus, der mitkommt, der mit dir kommt und mit dir Gespräche führt und dir erklärt und hilft. Und das werden wir auch in einem Film miteinander anschauen. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Ganz kurz, der Abschnitt. Und so total anders, als wir uns das vorstellen. Wenn ich die Geschichte mehrmals lese, denke ich, wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, ich hätte die Jünger genommen, also ich meine, das ist ja auch Jesus, der das macht als Hirt und die Schäfli nimmt und so, oder? Aber was macht er? Eine Theologiestunde. Come on, Bibel, so, jetzt gehen wir mal durch. Und die sind 11 Kilometer gelatscht. 11 Kilometer sind ca. 3 Stunden, also ich brauche wahrscheinlich 3,5 Stunden oder so, oder? Du bist am Laufen und Jesus erklärt denen die Bibel. Schau, der Prophet, dort ist gestanden, hätte der Messias nicht müssen so, hast nicht müssen so, nicht müssen so. Und genau so habe ich auch auf meinem Emmausweg müssen das lernen. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist das, was ich gerne hätte und was einmal im Himmel wird sein, aber was da auf Erden passiert, das Leben schlägt grausam zu und da hilft dir Gott durch diese Sachen durch. Und dann leitet der Jesus denen die Bibel aus. So cool. Ich meine, sorry, ich will das auch. Jesus als Bibellehrer, das wäre mal was, oder? Aber ja, ich habe andere Gute, die da sind. Der Joni ist ein guter Lehrer, wenn ich eine Frage habe, immer zu ihm gehen, auch wenn ihr Fragen habt. Es ist wirklich gut. Nicht ganz Jesus, also schon auch, oder? In dir. Aber das ist so cool, wie Jesus kommt und ihnen die Bibel ausleiht und hingeht. Und jetzt das Resultat, ja, die haben es noch nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Immer noch blind, immer noch mit Blindheit geschlagen. Natürlich, jetzt kommt das, langsam wird es vielleicht aufgeweicht. Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass du die Bibel auswendig kannst kennen und gleich nicht zum Leben findest. Weil Theologie allein es nicht ausmacht. Es ist eine Mischung zwischen Gottes Begegnung und dem Wissen, das wir haben über Propheten, von dem Wissen, das wir haben von Jesus Christus für uns. Es ist eben dort eine Mischung. Und gell, ich meine, du kannst die besten Bücher lesen über dieses Thema. Verlust bei mir zum Beispiel, oder? Und du bist gleich blind und dein Herz ist immer noch voller Schmerz, was ja auch normal ist, was zum Leben dazugehört. Und dann gibt es vielleicht auch die Leute, die dir dann noch so ein Buch schenken. Und als ich die Predigt geschrieben habe, sind mir so 2, 3 in den Sinn gekommen und ich dachte, denen hättest du das Buch wieder nie geschenkt. Oder wo mir das wieder bewusst worden ist, so, ich gehöre ja zu denen, jetzt wo ich nicht mehr auf dem Weg bin, oder denke, der könnte mal das Buch noch lesen, oder? Und wie gemerkt, hey, das ist Theorie. Und es muss aber mehr sein. Es muss eben etwas passieren bei dem, der auf dem Weg ist, bei den Jüngern, der auf dem Weg ist. Dort muss etwas passieren. Weil solange wir unsere Sicht auf unsere Gefühle und unseren Schmerz und das haben, sind wir blind für etwas anderes. Weil dann schauen wir genau nur dorthin, Fokus auf das, was mir wehtut und nichts anderes hat Platz. Sogar Jesus erkennt es nicht, in dem Sinne, dass sie so auf ihre Enttäuschung ausgerichtet sind.
Jesus, Begleitung, seine Liebe, seine Fürsorge, für das sind sie blind auf dem Weg, wo sie unterwegs sind. Und wer da drin bleibt, auf dem Weg nach Emmaus, der wird irgendwann bittere Wurzeln in seinem Herz bilden. Und da hat der Joni übrigens eine sensationelle Predigt darüber gehabt, vor 2 Wochen. Die bitteren Wurzeln loszulassen, war sein Thema. Und so werden sie gebildet, wenn man nur auf den Schmerz und auf sich und was einem... Und von außen, was willst du denn machen von außen? Ja, Geduld. Beten. Wir können es ja nicht machen. Der Wille zum Ausstieg oder zum Umkehren von dem Weg, der muss ja vom Blinden selber kommen, von dem Jünger selber. Es muss einen Augenblick geben, wo das Herz ein Stück weit aufgeht und zulässt, dass Jesus, der mich enttäuscht hat, auch wieder der ist, der mir helfen kann. Das ist ein mega Knopf, oder? Du bist verrückt auf den. Und gleich ist er dir der wieder helfen kann. Und vielleicht nützt da auch das, dass man Gott einmal etwas vergeben muss. Und nicht nur schönreden, sondern ich bin enttäuscht, Jesus, von dem Leben und da hättest du eingreifen müssen. Und du hast nicht und das regt mich auf, aber ich brauche dich trotzdem. Das ist wie wenn die Mami oder der Papi bestraft oder irgendwie, oder? Und du weißt nachher nicht, ich habe den Papi lieb, aber er hat ja auch recht. Und nein, das ist paradox irgendwie, oder? Das müsstest du Gott wieder in dein Herz hineinlassen, wo dein Herz auch ein Stück weit das Gefühl hast, dass er es verletzt hat. Aber Jesus geht hier und sagt, weißt du was, wenn wir miteinander Theologie durchgehen, wenn wir miteinander in die Bibel eintauchen, dann haben wir so viele Augenblicke in diesen Bibeln von diesen Propheten oder von diesen Leuten, die dort beschrieben werden, von diesen Lebensbildern, die immer wieder Anknüpfung sind an dein Leben. Menschen, die enttäuscht worden sind und gleich wieder umgekehrt haben. Menschen, die Schwieriges erlebt haben und gleich mit Gott drangeblieben sind. Und das gibt dann so einen persönlichen Zugang, so einen persönlichen Zugang zu der Bibel und zu Jesus. Das ist der wichtigste Schlüssel, was es geben kann, damit man wieder von dem Emmausweg weggeht. Und da will ich euch die 3. Etappe mit reinnehmen und auch wieder mit dem Schluss von dieser Geschichte mitnehmen. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ja genau, das ist der 3. Punkt, wenn einem das Herz aufgeht. Da drin hinein. Wissen, wo im Kopf daheim ist und die Begegnung mit Jesus, das öffnet uns das Herz. Dort irgendwo sind wir unterwegs. Und das ist ein Wunder, meine Damen und Herren, das ist ein Wunder. Und ich kann es nicht machen. Da wären wir wieder, ja, das haben wir vor in den nächsten 4 Predigten, oder? Dann machen wir das, dann kommt dann Gott und Zeug und Sachen, oder? Wir können es nicht machen. Wenn es Jesus nicht tut, wenn er nicht offenbart, dann können wir es nicht machen. Dann sind uns die Hände ein Stück weit gebunden. Und insofern wagen wir uns in dieser Serie, wo wir jetzt unterwegs sind, die nächsten 4 Mal aufs Eis raus. Wenn wir sagen, hey, wir wollen Gottes Begegnungen haben, wir wollen Gottes Begegnungen haben, wenn du in der Not bist, wenn du auf dem Emmausweg bist, dann, wenn wir das für dich haben, dass dann kann Heilung passieren, dass etwas kann passieren. Und wenn wir es nicht machen können, gehen wir aufs Eis raus. Oder wo drauf? Ja, auf den Glauben. Und aufs Vertrauen. Auf diesen Weg gehen wir. Weil wenn wir es nicht machen können, dann vertrauen wir oder handeln wir im Glauben.
als GVC, alle miteinander. Wir handeln darauf. Wir glauben nämlich und vertrauen auf seine heilende Liebe, die uns annimmt, wenn wir zu ihm kommen. Matthäus 11, 28 steht das. Oder wir vertrauen auf seine Gegenwart, wenn er da jedem begegnen will. Ich bin bei euch alle Tage. Er ist da. Matthäus 28. Wir vertrauen auf das Wissen auch, wo wir ja in vielen Predigten schon gehört haben, dass Jesus ein Retter ist, ein Rettergott. Wo er sagt, hey, ich bin gekommen, um mich in der Gemeinde, um euch, ich bin gekommen, dich und mich in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Matthäus 9, 13. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus Christus unser Licht ist und uns erhält. Auf diesen Vertrauen, auf diesen Glauben gehen wir. Ich bin das Licht der Welt, damit jeder, der glaubt, nicht länger in der Dunkelheit sitzt. Und genau da, wenn wir auf dem Weg nach Emmaus unterwegs sind, dann sitzen wir doch ein Stück weit auch in dieser Blindheit, in dieser Dunkelheit hinein. Aber Jesus ist der Weg und ich glaube fest daran und ich hoffe, du auch, dass das ändern kann, dass Jesus Christus uns da drinnen bewegt und begegnet. Und wir glauben daran, dass er uns angenommen hat und dass er den Anfang von deinem Glauben auch positiv wird vollenden. Und da gehen wir miteinander. Er wird dich ans Ziel bringen. Also das glaube ich von Herzen. Auf seine heilende Liebe, auf seine Gegenwart, auf das Wissen, dass er ein Retter ist und dich retten will und dich mit dir umkehren will. Ich glaube, dass er das Licht ist und unsere Herzen erhellen will, dass wir erleuchtete Augen vom Herzen haben. Betet der Paulus für seine Gemeinde, für die den Brief einmal lesen. Und dass Jesus Christus der Anfänger ist vom Glauben und aber auch das Ziel vom Glauben und uns dorthin mitnimmt. Glauben wir das? Das ist jetzt eine richtige Frage. Ja, gehen wir für das. Und auch für die noch nicht ganz dort sind mit dem Glauben, die skeptisch sind, ich glaube auch, ich mag glauben für dich, für Leute. Ich habe manchmal in meinem Leben Leute gebraucht, die für mich geglaubt haben und eingestanden sind im Gebet. Und ich glaube, bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube für viele Leute, dass sie dürfen Jesus begegnen, dass sie so eine Begegnung dürfen haben. Und dorthin gehen wir. Und wenn er dann kommt und auf unseren Glauben reagiert und da ist und handelt und dich und mich berührt, dann können Herzen aufgehen für Jesus Christus. Und die Menschen können es wagen, ihr Leben ihm anzuvertrauen und einen Start zu machen. Und dann kann das Herz auch neu angezündet werden. Wenn einer langweilig und ich weiß nicht und ein bisschen so, oder? Dann könnte es neu angezündet werden. Und es kann neues Vertrauen auf Jesus hier oder auf die Kirchen hinein, auf das Bodenpersonal geschenkt werden. Wenn Jesus anfängt zu wirken, dann können Zweifel überwunden werden. Und dann kann trotzdem Glauben entstehen. Wenn Jesus wirkt, dann können verwundete Herzen heil werden. Und Groll kann vergeben werden. Denn Jesus will das vollenden, was er angefangen hat in deinem Herzen drin. Das will ich dir zusagen. Und wenn das nur ein kleines Fünkchen Glauben, das in deinem Herzen wachsen kann, Sämli, dann soll es ein grosser Baum daraus werden, weil Gott will wirken. Heute Morgen. Und er sagt, jetzt kommt so ein Dessert. Er sagt, ich bin das A und das O. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Haben wir in der Offenbarung. Alpha und Omega. Das steht für Anfang und Ende. Es ist symbolisch. Das zeigt das Wesen für Gott. Er ist am Anfang von deinem Leben. Er ist mit dir in deinem ganzen Leben und er ist auch im Ziel mit dir. Und da ist er mit dir unterwegs. Er ist Schöpfer. Er hat dich geschaffen. Er ist das Leben an sich. Er ist der die Welt in seiner Hand hält und sie drehen lässt, dass es richtig ist da. Er ist unser Retter und Erlöser. Und er ist auch der Eingang ins Himmelreich, wo wir durchlaufen können. Und von ihm kommt alles. Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Ihm gehört Lob, Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott ist grösser, tiefer, weiter, höher als all unsere Gedanken. Und egal wie tief unser Emmausweg geht, er ist da.
Er kommt mit dir in die Tiefe mit und er mag auch dich rauslupfen. Und er mag auch mit dir umkehren. Er mag deine Blindheit wegnehmen, wenn du zulässt. Und er ist immer schon da gewesen. Und du bist nicht der Erste und du bist nicht der Letzte, wo Jesus rettet und für sie geht. Und er ist der Schöpfer, er kennt dich durch und durch. Wo alles aus dem Nichts geschaffen hat. Und im Galater, im 1. Petrusbrief steht, mit der Kraft, wo Jesus die ganze Schöpfung gemacht hat, die gibt er dir zur Verfügung. Er gibt sie dir zur Verfügung, um ein neues Leben zu leben. Das sind Zusagen, die gewaltig sind. Er ist der Anfänger und der Vollender von dir. Er gibt die ganze Kraft für dich her. Jesus, allmächtig, allumfassend. Er, wo war, wo ist und wo wird sein. Lass dein Herz füllen mit dieser Faszination über die überwältigenden Tatsachen. Entdeck Gott als Ursprung von allem Leben, in deinem Leben. Lassen wir uns doch von Gott nieder mit Ehrfurcht und Staunen. Und danke die Sicherheit und die Ruhe, die er gibt. Nimm in Gewissheit an, dass er einen guten Plan hat. Es ist nicht einfach, ich weiß es. Es ist eine Ermutigung, das anzunehmen. Er hat einen guten Plan und gute Gedanken über dich. Und die Gedanken sind so viel wichtiger, so viel grösser als das Selbstverurteilende, das manchmal bei uns ist. Und auch wenn der Schmerz und die Enttäuschung das Einzige ist, was du jetzt gerade fühlen kannst, auch hier im Gottesdienst, dann bitte ich dich, formulier doch im Herz oder im Stillen ein Ja zu dem Trost, der von seinem Thron in deine Gefühlswelt hineinfließen kann. In dein Leben hineinfließen. Weil er sagt, hey, ich bin mit dir. Er ist unser Begleiter. Durch den Heiligen Geist, unseren Helfer, unseren Tröster. Nimm den Trost an auf dem Weg, unseren Mutmacher und unseren Kraftspender. Und nimm und dank die Hoffnung in dein Herz hinein. Dass es eine Auferstehung von den Toten gibt und dass es ewiges Leben gibt. Und wenn alles zerbricht, dann ist das unser Fokus. Die himmlische Stadt, wo ewige Freude, ewige Liebe, ewiges Leben wird sein für dich und für mich. Und für alle seine Gläubigen und alle, die auch auf dem Emmausweg noch unterwegs sind. Die vollkommene Gemeinschaft mit Gott ist das Ziel. Dorthin geht's. Und auf das bewegen wir uns hin. Du und ich, Pilger auf dem Weg ins Vollkommene hinein. Und etwas von dieser Gemeinschaft, die wir dann haben wollen, zwischen dem Vater und uns, möchten wir jetzt heute Morgen erleben. Möchten wir jetzt haben. Und ich bitte dich, dass du da kannst drin hineintauchen, in die Gegenwart von Jesus Christus, dass er kommt und dein Herz darf erfüllen und berühren. Und als Zeichen von dem, dass wir uns aufmachen, ist es auch ein Aufmachen zum Abendmahl. Dort, wo Jesus Brot gebrochen hat, ist die Blindheit weggegangen. Und das wünsche ich mir. Und Jesus, ich danke dir, dass das heute auch passieren kann. Wieder genau gleich. Und wir machen uns auf und haben da einen Tisch und da einen Tisch mit Abendmahl. Und können hingehen. Und die sind schon geschnittene Brötchen. Aber es ist trotzdem ein Aufmachen auf Jesus Christus hier. Wir nehmen das Abendmahl an. Und das ist ein Zeichen, das wir setzen können und sagen, ich bin parat, Jesus, für die Gemeinschaft mit dir, für die Begegnung mit dir. Und ich komme und ich erinnere mich an diesen Lieb, den du gegeben hast, aus Liebe. Ich nehme den Wein, also es ist Traubensaft, und ich erinnere mich daran, dass du dein Leben gegeben hast und dein Blut vergossen hast für mich. Und dann beten wir, dass Jesus dir begegnen darf. Dass Jesus darf in dein Herz Einzug halten, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch Schmerz wegspülen. In dem Moment, wo du den Schluck nimmst, dass ein Schmerz darf gehen und ein Frieden darf einziehen. Weil das kann er und will er und wir glauben das als GVC.
Und so wollen wir so Abendmahl nehmen. Wir haben auch ein Gebetsteam, das hinten parat ist, wo wir sagen können, ja, ich nehme das Abendmahl und ich will noch Gebet. Ich will, dass mir etwas segnet. Ich habe ein Anliegen, das körperlich oder seelisch wehtut. Und ich weiss nicht, wohin. Und ich glaube auch nicht mehr da, sondern ich brauche jemanden, der für mich glaubt. Und mach dich dann auf und gang hin. Gott will dich aus dem Schmerz rausnehmen. Und andere können glauben und dich segnen auf dem Weg, wo du bist. Und ich möchte euch bitten, noch zum Aufstehen. Jesus Christus, wir stehen vor dir. Und ich danke dir, dass wir das Abendmahl miteinander nehmen können. Und es soll ein Zeichen sein von uns, da heute Morgen, dass wir uns aufmachen auf dem Weg zu dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du gern nahe bist bei euch. Und jeder, der zu dir kommt, nimmst du an. Und auf das bauen wir, Jesus, dass du jedem da rein kannst begegnen. Egal auf welchem Weg das ist. So wie diese Emmaus-Jünger die Begegnung hatten. So wünschen wir uns das heute Morgen. Jesus, danke für alles, was du heute tust. Amen. Jetzt gehen wir miteinander.